Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Und diese Pandemiezeiten als bald Innergang, dass ein anderes ganz großes Evenement dieses Jahr stattfindet, der Brexit. Die Wichtigste an der Geschichte, an der europäischen Geschichte, verlässt ein Memberstaat der Europäischen Union. Das schon seit längerem klar, auch weil das Referendum an Großbritannien gouf, wo eine Majorität von den Leuten sich dafür entschieden hat, die Europäische Union zu verlassen. Dono als ein Akkord eigentlich fand gehen zwischen der Europäischen Union an de Briten für den in den sogenannten Akkord de Retrait, den Konditionen soll firgin wie den Retrait, also das Rausgehen aus der Europäischen Union soll stattfinden. Lose wir an der sogenannten Transitionsphase, den Vereinigten Königreich ist schon ein Drittland mit einem 100 Phase, wo sie eigentlich nach den europäischen Programmen teilholen, am Sinne mit Lo Umgang einen Akkord mit ihnen zu verhandeln, wie dann als zukünftige Relation soll aussehen. Das soll einerseits den Handel betreffen, mit das soll aber auch am ganzen Volley Rechte von den Bürger an noch Verteidigung an Sicherheit eigentlich einen ganz großen Akkord gehen. Das war so. Am Moment sind die zwei Positionen, die von der EU an die von den Briten noch ziemlich weit auseinander. Die Europäische Union hat gerne einen Akkord, den eben all die dorten Sektoren aufdeckt. An Briten haben evaluiert etwas auf den Tisch gelöst, das ist eigentlich ein bisschen eine Salamitaktik. Sie machen eine sektorielle Approche und sie holen sich eigentlich nicht mehr das aus dem Kuch raus, was ihnen gerade schmeckt. Und das ist etwas, was für die Europäische Union eigentlich nicht geht. Wir haben das Woche, also die feierte Verhandlungswoche eigentlich, wo die Verhandlungspartner von den Briten an der Europäischen Union bei ihnen sitzen, für auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Bisweilen sind wir noch nicht ganz weit gekommen, weil auch die Briten für allem nicht ganz konstruktiv und in durchkommen sind. Sie holen sich, wie ich gesagt habe, die Kisten aus dem Kuch und akzeptieren aber nicht gerne die Sachen, die Obligationen, die mit den Kisten aus dem Kuch eigentlich auf sie zukommen. Von den großen Schlagwörtern an den Knackpunkten an den Verhandlungen ist der sogenannten Level Playing Field. Wir hätten gerne, dass als Betrieber auch in Zukunft mit den selben Konditionen können kämpfen, an der Tisch, dass sie Marché eigentlich auch dieselbe Chancen sollen haben. Das heißt, wir wollen nicht, dass es Sozialdumping gibt, wir wollen kein Fiskaldumping, wir wollen noch am Umweltbereich Standarden beibehalten und verhindern, dass Briten da drinnen gehen, dass sie dann eigentlich eine deloyale Konkurrenz Betrieber gegenüber machen. Die Level Playing Field heißt ja dann, wenn Briten in Zukunft ihr Gesetz wollen ändern, dann muss das aber ähnlich sein wie das europäisch, weil andererseits können sie nicht am Marché intérieur hier Waren liefern, dass wir wie ich gesagt habe, eine deloyale Konkurrenz, das gilt zu verhindern. An das Level Playing Field für mich heißt das aber nicht, dass Briten müssen alles zu kopieren, was wir hier in der Europäischen Union machen, mehr es soll aber äquivalent sein zu dem, was wir machen. Und das ist, da haben wir im Moment noch viele Negoziationen, für überhaupt mal über die Prinzip können zu schwätzen. Von den großen Punkten, für was sie aus der Europäischen Union raus wollten gehen, war ja notamment, wir können von der europäischen Legislation zu divergieren, also andere Sachen zu machen und nicht mehr sich die Bresler Viergaben mussten zu halen. Wann sie aber wollen von den Aturen von der Europäischen Union profitieren, mussten sie sich rund Regeln halen oder ob man es und ähnliche Regeln halen. Und das muss man hinelo beibringen. Dann von den anderen großen Knackpunkten, die noch für Lützeburg ein bisschen mehr wichtig, die betrifft die Fischerei. Und auch da so wir können keinen Handelsakkord machen, wenn nicht gleichzeitig auch ein Fischereisakkord gemacht wird. Dafür wäre das wichtig, mal 40% vom Fisch am Meeresfrüchten, die an der Europäischen Union von den Franzosen, den Portugiesen, den Belgien, Holländer gefangen gehen, eben an britische Gewässer gefangen. Das ist also immens viel. Auf der anderen Seite 70% von dem Fisch, den die Briten mit ihren Schiffen fangen, wird dann eben auch an der Europäischen Union verkauft. Und dafür muss man gucken, dass man da einen Kompromiss raushandeln, wie viel dürfen als europäische Flotten an ihre Gewässer fischen, für das eben noch keine deloyale Konkurrenz gibt und dass man da die Rechte eben gut abteilen. Ich meine, da also doch am Interesse von beiden Seiten einen guten Akkord zu finden. Da denke ich, dass wir könnten weiterkommen. Wie gesagt, das ist noch ein bisschen frei. Wir werden morgen von Michel Barnier gewogen, wo es weitergegangen ist und wo es nicht weitergegangen ist. Dann haben wir aber auch am Parlament bereden wir einen Rapport für, und müssen den Rapport für das Europäische Parlament zu den zukünftigen
bisherigen Beziehungen mam Vereinigte Königreich an die wird da diesen Freitag werden wir die präparieren an die werden nächste Woche wie an der Kommission stattfinden an Dono werden dann für den 17. Juni an Plenär kommen an den soll eigentlich Position zu den ganzen Verhandlungen ragin, weil am Juni den 19. Juni wird diese eng Konferenz a hohem Niveau zu Summe am Boris Johnson auch stattfanden. Und du will mir als Parlament ganz klar sagen, was Eisrotlinie sind, weil was eng Makor also immer so, das Parlament, das Europäische Parlament muss demnach zustimmen und du will mir aber ganz klar Eisrotlinien, Eiskonditionen dafür gehen. An den Wort steht Lobe 4. Den heiten das war auch muss man feststellen, dass Briten biswell wie ich gesagt habe, nicht ganz konstruktiv waren. Sie wollen eigentlich Sachen an dem Akkor raushandeln, die da keinem anderen Handelsakkord zum Beispiel gibt. Das für uns nicht akzeptabel. Und dann haben wir Wochen zu den Eindruck, dass es politisch so gut keinen Sinn, dass sie eigentlich darauf aussehen, dass sie gut keinen Akkor wollen. Also dort ist es so, und das ist eine Chance am Moment 50-50, ob die überhaupt den Akkor wert gehen. Die ökonomisch, die wirtschaftlichen Auswirkungen von einem No-Deal-Szenario an dem heutigen Fall wäre katastrophal für als Betrieber, für als ganze Wirtschaft. Aber auch mit einem Akkord muss man sagen, dass wir noch immer nicht so gut wie an der Europäischen Union zu bleiben. Aber sie haben die Schwach getroffen. Sie mussten dann auch Konsequenzen drohen. Lohummer war die ganz ökonomisch Krise, die durch die Pandemie ausgelöst ist. Und heinz du jemand den Eindruck nicht lassen, wie wenn sie gut keinen Deal wählten, an die wirtschaftlichen Konsequenzen, die Werte kommen, egal wie, ob Pandemie aufzudrücken, aufzuwälzen, an Herr Nutze so ja sowieso etwa eine Weltwirtschaftskrise, das vom Brexit als eigentlich gut nicht, für die Betriebe, für die Leute nichts Negatives dabei rausgefallen. Das behaupten zynisch Zungen. Ich hoffe, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Auf alle Fall brauchen wir von zwei Seiten mehr ein konstruktiv Approche. Wir stehen am Moment an einer Sackgasse. Wenn ihn an enger Sackgas stöcht, dann muss sich überlegen, entweder bleiben ich schlohai, und ich bewege mich nicht mehr weiter. Das kann aber nicht am Interesse von unseren Bürgern sein, das kann aber auch nicht am Interesse von unseren Betrieben sein. Und dafür muss man gucken, für einer Wert zu kommen. Wir müssen aber allen zwei, also die Briten an mir, konstruktiv zusammen schaffen. Und ich hoffe, dass wir das endlich an den Verhandlungen weiterkommen, dass sie auch mal endlich konstruktiv einmal schaffen. Aber wenn wir das hier kriegen, da werdet am Herbst, September, Oktober wirklich an die ganz warme Phase gehen, weil das muss man je nach durch die ganze Prozedur vom Parlament kriegen. Dem nur wie in der Koche gibt, muss das sogar auch noch von den nationalen Parlamenten aufgesehen gehen. Das steht im Moment noch nicht fest, weil noch nicht der ganze Umfang von dem Akkord feststeht. Aber da werden wir in den nächsten Wochen mehr geworden gehen. Ich werde auch dann weiterhin zu diesem brisanten Dossier informieren. Ich hoffe, dass du dich interessiert. Ich wollte auch noch sagen, dass generell an diesen Zeiten kann ich schon nicht mehr meinen gewinnten Bürgerstunde machen, die ich normalerweise die letzte Zeit auf dem Mond gemacht habe. Die könnte man aber gerne erfreuen zu den europäischen Dossiers, ob das zum Brexit ist, ob das zu der gemeinsamen Agrarpolitik ist oder was auch immer. Schickt man sie über Facebook, schickt man sie per E-Mail, die E-Mail-Adresse von der Site vom Europaparlament. Dann kann ich auch in Zukunft erfreuen, direkt agieren. Wir müssen das ein bisschen und Situation upassen und ich gebe gerne mal dich am Dialog bleiben, du verzeckt nicht erfroen direkt zu schicken und ich werde sie dann halb beantworten. Es so nicht lo vielmals merci fir no lausren an ich werde op die heiten Dossien, de Brexit, et Landwirtschaft an noch einer Dossien an Zukunft doch im Heierreck kommen. Du bist du hin pass op Job an hoffentlich bis geschwun bei ménger Sendung dem Europa Live-Ticker ma am Christoph Hansen.